Leben Herr Kardinal, leben Monseigneur Frank, leben Herr Weihbischof, leben alle Guten. Ganz herzlich ich willkommen den Abend hier an der Kathedrale für das Konferenz am Kader von den Feierlichkeiten vom 150. Jubiläum von unserer Diözese. Eine ganz Reihe von verschiedenen großen, großen Evenementen wären an dem Zusammenhang geplant gewesen, an humisten wenigsten Restriktionen, die wir alle guten Allieven erkennen, aufgesucht oder verlöscht gehen. 3 Konferenzen wären auch so geplant, so sind wir aber heute den Abend ganz besonders froh, für eng von diesen 3 Konferenzen sozusagen nachholen zu können, zum Abschluss von dieser marianischer Pilgerwoche hier an der Kathedrale. Ehe ich dann aber die Wort und die Konferenz hier selber gehen, den Monseigneur Georges Hellinghausen, will ich nach ein paar Mercien direkt zum Anfang sagen. Und allererster Platz dem Organist, dem Herrn Laurent Felten, für den musikalischen Enkadrement von diesem Abend. Ganz kurzfristig Asien angesprungen, weil ein Domorganist leider a Quarantäne gesagt ging. Dann aber auch ein Merci dem Père Jacques Weishaupt für die Simultanübersetzung von der Konferenz auf Französisch, dem René Schmidt und dem Patrick de Rond für die logistische Organisation von dieser Übersetzung und auch dem Herr Christoph Hüber für die Betreiung vom Livestream. Ihnen all einen ganz großen Merci. Erlaubt mir aber auch nach eine ganz kurze Präsentation vom Konferencier selber, auch wenn hier sicher an eisen Krise und auch darüber heraus kein Unbekannten ist. Den Monseigneur Georges Hellinghausen, Jahrgang 1956, als Zanter 1981 Professor für Kirchengeschichte am Seminar. Er gauf 1981 zum Priester geweiht und hat 1985 ein Doktorat gemacht zu Rom mit der These Kampf um die apostolischen Vikare des Nordens, Jean-Théodore Laurent und Karl Anton Lübke, der Heilige Stuhl und die protestantischen Staaten Norddeutschlands und Dänemark um 1840. Zu weiteren größeren Publikationen zählt 150 Jahre Luxemburger Wort, Selbstverständnis und Identität einer Zeitung 1973 bis 1998, das erschienen ist am Jahr 1991. Und daneben sind zu nennen eine ganze Reihe von Artikeln an verschiedenen Zeitschriften und Büchern zu Themen und Personen aus der Lützeburger Kirchen- und Landesgeschichte. Sei letzten Großwirk aus der kleine Diözesangeschichte Luxemburgs, die das Jahr gerade am Kader vom Diözesanjubiläum erschenken ist. Sie ist am Handel zu kriegen und ich kann sie nehmen auf dieser Platz auch gern erwärmstens empfehlen. Denn Herr Hellinghausen hat mal gesagt, wir nicht der Resümee den Abend, was gibt ging, aber dafür ist es umso mehr wichtig, wenn wir das Diözesangeschichte tun, wir können nach zu vertiefen, was den Abend gesagt ging, als auch für weiter zu feiern, auch was den Abend gesagt wird. Der Monseigneur Georges Hellinghausen hat aber auch nach einer Funktionen an unserer Diözese in als Dompropst, Prévôt du Chapitre, Bischofsvikar für Medien, Kulturelles, internationale Relationen, bekannt auch besonders als Radiuspastor, wenn ich ihn so darf betiteln. Zudem ist er auch nach Member von der Sektion Historique vom Institut Grand Ducal und von der Europäischen Akademie der Wissenschaften und Künste. Es merkt schon aus dem Ganzen heraus, dass er bestens abgestellt ist, für den Abend als das Konferenz zu präsentieren. Also ging ich auch laut Wort und den Monseigneur Georges Hellinghausen für die Konferenz überschrieben, eine besondere Herde auf der großen Weide, Zitat von Monseigneur Adames, über den Stohen und Entwicklung von der Lützeburger Diözese. Vielmals merci. Merci für die Leifierder, Herr Pastor Leven Tom. Messeigneur, die Damen und die Herren, wir sind etwas Extras.
Dat war doch der Bischof Adames. Aus engem echten Hirdebrief als Bischof von Lützeburg schreibt hier am August 1870, nur der Bistumsgründung: Viel geliebte Brüder, Luxemburg ist also nun eingetreten in die Reihe der katholischen Bistümer und bildet ein Glied in der Kette, die sich um den Thron des Apostelfürsten windet. Luxemburg ist nun eine besondere Herde auf der großen Weide des guten Hirten und ein abgeteiltes Feld auf dem unermesslichen Acker des himmlischen Hausvaters. Bild vom besonnischen Trapp ob der großer Weht, eine besondere Herde auf der großen Weide, und ich als Überschrift für das Konferenz gewählt. An das besonnecht des Extrakt von unserer Lützeburger Diözese probieren ich mal 3 Themenkreise zu illustrieren. Für die erste die Opposition, die lange Zeit so ein Bistum verhindert hat. Zweitens die Oktave, die das Bistum in gewisser Hinsicht antizipiert hat. Und drittens den Aspekt Mission, den das Bistum begleitet hat, von seiner Gründung bis auf den heutigen Tag. Den ersten Punkt also ein Bistumsplan pro a contra auf viel gehandelt. 1970, für das Centenaire vom Bistum, schreibt der Bischof Lommel zu Recht: Der Weg dahin war weit und schwer. Man könnte von einer Leidensgeschichte der Luxemburger Bistumsfrage sprechen. Das gewusst, bis 1800 war Lützeburg abgedeelt auf 6 bis 7 Bistümer, und noch nach 3 verschiedenen Metropolitansitzer zugedeelt, nämlich Köln, Trier und Reims. Hat den noch zu 3 Kircheprovinzen, das heißt Diözesanverbände, gehört, wo 3 Erzbischöfe etwas zu sagen hatten. Das Herzogtum Lützeburg war kirchlich abgesplittet an Zerrass. Die 6 bis 7 Partien waren unterschiedlich. 2/3, nämlich Zentrum, Süden und Osten, haben zum Erzbistum Trier gehört. Der Norden war bei der Diözese Leck. Streckeweise wird Sauer am Eistleck Grenz gemacht. Von den anderen Diözesen Köln, Metz, Verdun, Reims, und später auch nach Namur, schwätzen wir mal nicht. Gering Undeler vom Land stungen auch in denen ihrer bischöflicher Jurisdiktion. Ganz frei, als die Abkommen für das Herzogtum kirchlich zu einigen an einem zentralen Lützeburger Bistum. Zurückverfolgt gehen kann die bis an die Burgunderzeit, do wo die politische Eigenständigkeit verloren geht, an Lützeburg von Burgund erobert, an sich abgeholget. Die feindliche Übernahme war 1443. Dokumentiert gehen kann der Lützeburger Bistumsplan von 1560 an. Der Nicolas Majerus gibt für Zeit 1800 am Ganzen 145 Dokumente als Quellen an, wo von verschiedensten Seiten für oder gegen ein Bistum Lützeburg argumentiert und militäriert wird. Nach 1747 schreibt Kaiserin Maria Theresia von Schikanen auf Trierer Seite und von Animositäten auf Lützeburger Seite. Ces inconvénients portèrent autrefois mes glorieux prédécesseurs souverains des Pays-Bas à souhaiter l'érection d'un évêché séparé à Luxembourg. Mais la difficulté de soustraire ma dite province de la juridiction spirituelle de tant d'évêques entre lesquels elle se trouve partagée a rendu cette idée impraticable. Maria Theresia spielt nun ob Tentativen unter dem Kaiser Karl V., dem König Philipp II. Von Spanien, demos waren wir Spanisch, den Erzherzogen Albert und Isabella, Regenten von den spanischen Niederlanden, dem Louis XIV, da waren wir Französisch, dem Philipp V. von Spanien, an dem Kaiser Karl VI., da waren wir Österreichisch.
Herno sind sie ënner dem Kaiser Josef II. Weitergegangen. Am besten Schluss als Geschichte von Träger am Zusammenspiel mit Lützeburg. Den Träger Blickwinkel war ein anderen wie den Lützeburger. Vom kurfürstlichen Träger aus gesehen war das Herzogtum Lützeburg eng kompliziert a widerspenstig Provinz innerhalb vom Träger Jurisdiktionsgebiet. Lützeburg war egesinnig, bockig, a stur gewissermaßen, obwohl eng Extrawurst tun. Und das hat zu Träger genervt. Die interne Lützeburger Regierung, den Conseil Provincial, stund mit dem Träger Erzbischof konstant a Konflikt. Aber er bestrebt, dem eigenen Territoire größtmöglich Eigenständigkeit in Ekklesiastizis, a Kirchefrohen, zu gehen. Mit dem Platzett, engem staatlichen Kontrollrecht über die Kirche, hat Lützeburg all kirchliche Verordnungen aus dem Ausland, auch an Rängen geistliche Frauen, überwacht, kontrolliert. Der Conseil Provincial hat kirchlich Feiertage, Prozessionen, liturgisch Frauen an Änderungen am Brevier geregelt, an Publikation von dogmatischen Decisionen für sich aufhängig gemacht. Damit konnten sowohl Träger als Lecker wie auch römisch Abflüsse angedämmt oder ausgeschaltet gehen, wann sie der Politik nicht gering waren. Auch kirchliche Gerichtssachen hat der Rot aus sich gezogen, bis hin zu Glaubensentscheidungen. Josef II. Hat später den Platzett noch ausgebaut. Für Visitationen hat der Conseil Provincial nimmen Träger Weihbischöf ragelos, nicht den Erzbischof. Und auch die nimmen an Bekleidung von einem von Lützeburg ernannten Kommissär. Und mit der Oplo eine Kopie vom Rapport beim Provinzrat zu deponieren. Es hat keine Gelegenheit verpasst, für vis-à-vis vom Träger Kurfürst Macht zu demonstrieren. Mit 1600 schon war dem seine erzbischöfliche Autorität am Herzogtum praktisch erlosch. All des Bestrebungen haben mitgeholfen, es von einer kirchlicher Eigenständigkeit am Herzogtum waagerecht zu halten. Was schon nicht durch die kirchliche Hierarchie, dann zumindest durch die politische Responsable, sprich der Conseil Provincial, den als Zentralorgan vom Lützeburger Zentrum aus an die kirchlichen Affären angegriffen, als sie mit geriert hat. Politik hat nicht nur formal durch die Marschen und Aufruhen, sondern auch inhaltlich eine zentral Lützeburger Kirchenstruktur antizipiert. Durch den Platzett als den Pouvoir décisionnel en matière religieuse vielfach high blieben, auch ohne kirchliche Hierarchie. Ja, indirekt hierarchisch war den Conseil Provincial, war aber an einer Zeit von Osmose zwischen Pouvoir politique und Pouvoir religieux weder anormal noch atypisch war, wohl aber an dem hohen Dosage außergewöhnlich. Wir alle wissen zum Beispiel die decisive Rolle, die der Conseil Provincial 1666 bei der Erwählung von der Trägerin zur Stadtpatronisch hat. Der Conseil Provincial hat eigentlich eine vielfach die Rolle vom Bischof überholt. Es war eine Sorte Cäsaropapismus à la Luxembourgeoise. Die zuständigen Bischöfe waren am Ausland weit fort vom Schoss, und ihr Macht am Herzogtum war gleich null. Auf die Feierhandlungen wurde sich ein Weihbischof von auswärts unter strikte Bedingungen kommen gelassen, die gefirmt, konsekriert wird, visitiert, pontifiziert, auf ihr der Rest nicht bewegen kommt. Und so als ihn eigentlich gut gefuhr. Auf der anderen Seite die Trierer Erzbischof, die systematisch dabei unterstützt vom Kölner Erzbischof an dem Lecker Fürstbischof an anderen, gegen die Schafen von einem lützeburgischen Landesbistum agiert an handiert tun. Weil aus Trierer Blickwinkel goven des Zentrifugalbestrebungen als Abspaltung, als illegalen, illegitimen Separatismus gedeiht, an dem muss bekämpft gehen, obwohl der Trierer Zugriff auf Lützeburg limitiert war.
Konflikter zwischen dem Erzbischof Kurfürst an der Lützeburger Regierung wäre 1800 ein Dauerzustand. Der Herzogtum Lützeburg hat 1786 365 Paaren, davon 239 am Bistum Trier, und hat damit am Vergleich zu den restlichen Niederlanden, zu denen es gehört wird, ein respektables Bistum aufgehen. Konkretisiert tut sich die Forderung von einem Bistum Lützeburg, wie der Karl V. 1530 6 neue Bistümer für die Niederlande gründen wollte. An der Philipp II. Der 1551 tatsächlich abgerichtet wird. Rom wird nicht aufgeneigt gewesen, weil da hat schon Differenz gemacht zwischen Lützeburg und den restlichen Niederlanden. Wir von Trier a Leck beerdigt, war auch die römische Kurie letztlich nicht für den Plan zu gewinnen. An Dach gab es mehr Gründungstentativen a regelmäßigen Aufständen, wofür sich den Conseil Provincial an den zentralen Staatsrat von Bresel, Hauptstadt von den Niederlanden, angesagt haben. Die Argumente pro und contra waren immer dieselben. Trier hat argumentiert, ein Lützeburger Bistum gibt vom Pomp an Eklat einmal aufgesehen, weder weltlich noch kirchlich etwas bringen. Decisiv war die Frage von der Dotierung, das heißt, wo Bischof, Kathedral, Bistumsverwaltung als Seminär innerbringen, aber mit was für ökonomische Moyens sie innerhalten. Ugedurcht gaben do die drohlichsten Ideen, besonders von Lützeburger Kloster durch den Tod vom respektive Superieur vakant gehen ass, und also auf Frage kommen wir, viel Bistumsstrukturen abzuholen und zu finanzieren. Die Frauenkloster Boneweg, Deverding, Mariendal und Clairefontaine, aber besonders die Abteien Münster an der Stadt, Echternach, Orval oder Saint-Hubert am Bistum Leck, auch nach dem Stift Ivoire. Wie 1701 Nees ein neuer Plan, den aus der vakanter Münsterabtei hätte sollen Bistum Lützeburg machen, fehlgeschlagen ist, schreibt der Stesler Pastor Reuter an enger Satir: Ortus abbatis Munsteriensis est abortus episcopi luxemburgensis. Das Setzen vom Abt von Münster als den Avortement vom Bischof von Lützeburg. Ortus abbatis Munsteriensis est abortus episcopi luxemburgensis. Und auch der selber wäre nicht dazu zu bewegen, ihren geistlichen Abfluss zu Lützeburg zugunsten von einem Bischof abzugehen. Bei den großen kirchlichen Manifestationen wären sie es, die pontifiziert tun. Zum Beispiel für Königs Geburtstag gab der feierlichen Te Deum von einem Abt, dem von Münster oder von St. Maximin an der Knödlerkirche oder der Aller-Nikolaus-Kirche um Krautmarkt zelebriert, wann nicht gerade ein Trierer Weihbischof zur Hand war. Bei der Erwählung von der Stadtpatrinisch 1666 wird den Abt von St. Maximin 1671, die von Echternach an der Jesuitenkirche fungiert. Das Muchtstellung, notamment auch hier Influenz am ersten von den 3 Ständen, les trois États, dem Klerus, die von den Äbt besatt war, wollten sich natürlich nicht von einem Bischof streitig machen lassen. Das also nicht, wie wir Lützeburg am Ancien Regime nie Mitra gesehen hat, der goufe nicht genug. Mit war eben nie eng von einem Bischof von Lützeburg, weil der goufe nicht. Der Lützeburger Bistumsplan hat auch nach des Varianten. Den respektiven Abt von Münster oder Echternach oder von Saint-Hubert gif an engems Bischof von Lützeburg gehen, als in Klosterkirch an engems Kathedral. 1785 hat der letzte Abt von Saint-Hubert, Spirlet, sogar proposiert, 2 Bistümer aus Lützeburg zu machen. Ein für den wallonischen und ein für den deutsch, das heißt lützeburgischsprachigen Teil. Auch gouf mehrfach envisagiert, als vierlefer Etappe von einem Bistum Lützeburg ein Kollegiatsstift, ein Kollegial mit Chanoinen oder ein inländisches Offizialat
eng Zucht Administration opzurichten, mat weit ausgedehnten Kompetenzen. Träger war dagegen. Nief Träger war auch während Jahrhunderten Leck an Kurköln, der techten Territoire, wo der Kölner Erzbischof Landesherr war, bedeligt unter Front gegen den Lützeburger Bistumsplan, die schlimmstenfalls auch nach so Kursgesicht hätten bei den Erzbischöfen von Mainz an Salzburg. Auf von hinnen manipuliert, weil du noch Rom letztlich nicht für den Plan zu gewinnen. Der Josef II. Hat ein Bistum Lützeburg gründen, an Kircheprovinz Malin, Mechelen angliedern, die Projekte an den Trubelen von den Niederlande nur 1786 innergangen. Der Bistumsplan Lützeburg, pro a contra, sind allmählich Argumente gewälzt gehen, an allmählich Demarchen bis hin zu nicht immer ganz katholischen Innerhol gehen. Hier pur konkret Beispiele. 1772 schreibt der Weihbischof Hontheim und sein Superieur, den Trierer Erzbischof Clemens Wenceslaus, den ihm abgedroht hat, ein Memorandum gegen den Lützeburger Bistumsplan abzusetzen. An liefert ihm 9 Argumente gegen den Plan, unter anderem das. Lützeburg wird Trier zu Dank verpflichtet, weil es von Trier aus der christliche Glauben empfangen hat. Zu dieser uralten Diözese gehört die Hauptstadt und der größte Teil des Herzogtums Luxemburg, welches den Erzbischöfen zu Trier seinen ersten Unterricht im christlichen Glauben und hernächst die Erhaltung in der katholischen Religion zu danken hat. Das von Lützeburg avanciert Argument, politisch und kirchlich Grenzen aneinander fallen zu lassen, wird aufgewehrt. Es ist keine Notwendigkeit, dass die Diözesen nach den Grenzen weltlicher Staaten gemessen werden. Das Gegenteil zeigte sich in allen christlichen Landen und Königreichen. Lützeburg und Trier wären so nah bei, dass es keinen Sinn mehr ist, Orlo nach zu Lützeburger Bistum zu installieren. Als die Hauptstadt der Provinz Luxemburg selbst nur 4 deutsche Meilen von Trier entlege, ja die dasige Provinz bis eine Stunde weit sich nahe an die Stadt Trier erstreckt. Nun ist es unerhört, dass bei solch geringer Entfernung man jemals ein neues Bistum errichtet habe. Joa Drop schreibt in Hontheim, dem Generalvikar von Leck, Trier und Leck sollten an einer Joint Venture ihren Repräsentant zu Rom aufweisen, Schafen von einem Bistum Lützeburg beim Propst zu innerbannen. Gefahr war umso mehr groß, weil an der Stadt Lützeburg die Jesuitenkirche wegen der Suppression von der Gesellschaft Jesu 1773 zugemacht war und lo frei war, gerade wie der College, für als Kathedral, respektive als Bistumsgebäude, funktioniert können zu gehen. Mit der Französischen Revolution ticken Dauern ob einmal ernst. Die allkirchlichen Strukturen gehen aufgerappt und neuer angesät, auch bei Eis. Es kommt zur definitiver kirchlicher Trennung von Leck und Trier. An der größten Teil von Lützeburg geht 1802 mit dem Konkordat von Napoleon als französisch Département des Forêts an die neu umschriebene Diözese Metz angegliedert. Metz, eine von den größten Diözesen vom französischen Empire. Marde Napoleon gouf aufgesagt und kreiert von Europa neu gezeichnet. Lützeburg entsteht als Großherzogtum, erkennt bei den holländischen König als Landesherr. Mit dem Roi Grand-Duc Willem I., der von 1815 an über den neu geschaffenen Grand-Duché regiert, geht die einheimische Kirche und Namürer Bistum als nächst holländisch-belgische Diözese ugehangen. Nur der Delung von Lützeburg 1839 als die neu entstandene belgische Provinz de Luxembourg beim Namürer Bistum blieben, bis heute. Auf für den Rechtsbestand, den als Grand Duché mit reduziertem Territoire beim König Großherzog verblieben ist, gouf eng eigen Kirchenjurisdiktion geschaffen, das Apostolische Vikariat Lützeburg, dem sind Grenzen lo wirklich mit den neuen Staatsgrenzen zusammengefallen sind, was ohne Erfolg jahrhundertelang ugestreeft war. 1870 gouf daraus Diözese Lützeburg.
1988 als heutig Erzdiözes. Treyer a Leck waren ihrerseits als Fürstbistümer aufgeschafft, a kirchlich jurisdiktionell von Napoleon zurückgestuft gin ob einfach Bistümer. Resümiere mal. Am Ancien Regime, 1900, gouf Konfiguration von eiser Kirch durch die kirchlich Instanzen Hierarchie bestimmt, dat heißt ausländisch Bischöf an inländisch Äbt. Die politisch, die sich für eng Diözes angesagt haben, Herrscher, Conseil provincial, Bresler Staatsrat, wo sich nicht durchsetzen können. Ganz ähnlich oder Französische Revolution, a 400 Bistumsgründung. Hei desideiert lo Politik, dat heißt den Herrscher, wie die Lützeburger Kirche sich anzuordnen hat. An die Kirche selber ratifiziert dat via eng päpstliche Decision. Als französisches Departement war Lützeburg an eng französische Diözes integriert gin no 1800. Als un Holland gekoppelt Großherzogtum an eng holländisch no 1823. An den eigenständigen Staat huet no 1839 eng eigenständig Kirchejurisdiktion krit. Op internationaler Bühne wird die politische kirchliche Entwicklung am 20. Jahrhundert ähnlich verlaufen. Das war ein gewaltiger Paradigmenwechsel zwischen der Zeit 1800 und no 1800. Vierdrun huet Kirch bistumsfroh decisiv bestimmt, durno Politik. Weist aber auch darauf hin, was für ein Mucht kirchlich Hierarchen bis dahin hatten, aber wie wenig durno. Die Französische Revolution und Napoleon hatten die Klerikalmucht gebracht. Heilo als Synthese, wie zu der Bistumsgründung 1870 kommen ist. Bestrebungen für ein Bistum sind von den 1840er Jahren immer nächst formuliert gehen, von staatlicher und kirchlicher Seite. Auch wenn die Hypothese von einem Weiterbestehen vom apostolischen Vikariat, respektive einem neuen Ausschluss und Bistum Treyer nicht vom Tisch war. 1841 schreibt der Lützeburger Klerus an einer Bittschrift und der König Großherzog Wilhelm II., man sie politisch selbstständig Land, also muss auch kirchlich als Selbstständigkeit assuriert bleiben. Besser wie für ein Bistum wie ein apostolisches Vikariat, weil ein Bistum mehr einen vollkommenen kirchlichen Zustand ist. Neben weiteren Eingaben vom Klerus sie wurden auf verschiedene Konkordatsentwürfe hingewiesen, die no 1850 ausgeschafft, aber nie unterschrieben gesehen, aber wo ebenfalls Dopprächten von einem Bistum geplant war. Bei den kirchlichen wie den staatlichen Demandeuren wird Bewusstsein do, dass die Schafe von einem Bistum gerade so eng national wie kirchlich Emanzipation gif mit sich bringen. Und dass dabei auch die staatliche Selbstständigkeit en cause wird. Dazu den Deputierten der geistlichen Deputierten Wortredakteur Nick Breisdorf am Jahr 1863, die kirchliche Selbstständigkeit wird für uns ein nationaler Kitt sein, der allen Erschütterungen widersteht, denn die Religion ist das stärkste und unauslöschlichste Band der menschlichen Gesellschaft. Schließlich kam 1870, wie der Monseigneur Adames zu Rom Erste Vatikanische Konzil war, zur Gründung. Endlich. Ob sein decisiv Rolle werde ich agon an einer späterer Konferenz zu Ölven, wahrscheinlich am Hemichshaus vom Bischof Adames, die auch hoffentlich kann nur geholt gehen, so wie das. Halten wir just fest, Chinas als apostolische Vikar op Rom gefuhr und als erster Bischof von Lützeburg herumkommen. Einer Leute fuhren als Pastor auf Lucht, kommen als Weihbischoferin. Nach anderer als Erzbischof von Portugal und Vakanz, kommen als Kardinolerin. Da gesieht nihil novum sub sole, l'histoire se répète. Dass der Staat, weil bei der Bistumsgründung übergangen war, recht 3 Jahre drop per Gesetz Bistum a Bischof unerkannt, aber wie eine Polemik dat öffentlich ausgelöst wird. Darauf geht später hin den Historiker Paul Toski an einer Sängerkonferenz, die wir auch werden nachholen, über wie war das Bistum Luxemburg, die Luxemburger Bistumsfrage als Culture War
im Spiegel der Presse 1870 bis 1873. Soweit mein ersten Deel. Wir machen nur ein musikalisch Pause an Heeren vom Laurent Felten, gewissermaßen als Reverenz am Merci und der Papst Pius IX., den als 1870 genau 450 Jahre zur Diözese erhoben hat, Marsch Pontifical o Felix Roma vom Charles Gounod. Wir kommen bei den zweiten Deel, überschrieben D'Octave, Marianisches oder braucht eng Diözes, eng Diözesan patrinisch. Passt hier wunderbar an unser Ambiente. Das nief dem Platz an dem Pouvoir Politik, D'Octave, kirchebildend zu Lützeburg gewirkt hat, auch an der Zeit vom Ancien Regime, kann nicht heich genug verurschlacht gehen. D'Octave, die jo aus dem Herzogtum andriwer raus, wie man nicht Leid an Staat bei Mutter Gottes gerufen hat, war ein ganz mächtigen Zentralisierungsmechanismus. Und hat Lützeburger vergessen gelassen, dass sie zu verschiedenen Diözesen, also Lokalkirchen, gehört haben. Der Kult von der Consolatrix Afflictorum hat sie geehnt. Das ist umso mehr, als sie ja von einem ganz konkreten Territoire, nämlich dem Herzogtum Lützeburg mit seiner Hauptstadt, patrinisch war. Sie hat eine religiöse Vorzeichen zur Zusammengehörigkeit von den Anwohnern von Stadt und Land gefestigt. Sie war Matrice für eine eigene Lützeburger Kirche.
Den Eth-Molitor schreibt von den Faktoren, die dazu beigedrohen hätten, dass auch ohne Bischof und trotz der Zerstückelung auf Diözesen die religiöse Einheit von Lützeburg auch konfessionell nie verfall wird. Als die Luxemburger Autoritäten die Mutter Gottes unter dem Titel Trösterin der Betrübten zur Stadt- und Landespatronin wählten, entstand durch dieses Wallfahrtszentrum eine Festigung dieser religiösen Einheit. Et kann ich sagen, Lützeburg war am Ancien Regime spirituell gesehen ein Bistum ante litteram, eine Kirche auf einem bestimmten Gebiet, die marianisch getickt wird. Haut geben wir so ein virtuelles Bistum. Herz am Zentrum war nicht ein Bischof mit Kathedral, eine bischöfliche Verwaltung, mehr die Stadt Lützeburg mit der Gnodekapelle Glacis, dem Bild von der Trösterin an Jesuite Kirche, die als Jahr an der Oktavzeit als Wallfahrtskirche umfunktioniert gouf. Von hier aus sind enorm spirituell Impulse ausgegangen an hun, sogar wenn die Attraktion an Gnodestream bis über Landesgrenzen herausgegangen sind, doch Konfiguration vom Herzogtum aufgestacht, an eine religiöse Gemeinschaft, eine zusammen Kirchsinn, an dem Sinne Grenzen, in der marianische Vierzeichen visuell ergreifbar, jo erliefbar gehen lassen. So dass die frei ob 1679 zurückgehende Bezeichnung Patrona Civitatis et Patriae Luxemburgensis nicht nur eine politisch, sondern auch eine religiöse Entität visiert an eine kirchliche Unität viergehen hat. War später 1870 bei der Bistumsgründung der Bischof Adames Consolatrix Afflictorum als patronisch von der neuen Diözese Lützeburg betitelt, da möchte nicht anderes wie sie ersetzen an ihrem Recht, das weil jahrhundertelang vierdrun ausgeübt hat. Die Verehrung von Maria als Einigungspunkt von der Lützeburger Kirche, die vierdem zusammen gehalten wird. Sie war der Mittelpunkt, auf den die Spächen alle gut hin tendiert haben. Hier eine Zwischenetappe zwischen Ancien und Nouveau Regime. 10 spielt am Jahr 1807 Schlussoktave Sonntag hier an der Kirche. Da gibt die goldenen Staatsschlüssel von 1667 auf den Neid der Trösterin überreicht. Und zwar von demselben, den der Schlüssel 1804 dem Napoleon bei seiner Visite zu Lützeburg offriert hat, nämlich der Stadter Bürgermeister Jean-Baptiste Servet. Und hier seht unter Adresse vom Metzer Bischof Geoffrey, der pontifiziert hat, wir haben ja damals zum Bistum Metz gehört. Je viens au nom du Conseil général de la commune, présenter à l'auguste patronne de cette ville la clé de vermeil que j'ai eu l'honneur d'offrir au très grand et très puissant empereur des Français. Ce prince eut la bonté de m'assurer que cette clé ne pouvait pas être dans des meilleures mains. Ce n'est pas tromper l'attente du prince, c'est la justifier que de consacrer par notre culte les sentiments que nous lui devons, et d'attester ainsi les cieux, en présence de tout le peuple de ces contrées, de l'éternelle fidélité qui nous unit à son empire. Ein Amalgam also von Kult marial an Kult napoleonien. Der Lützeburger Marienkult am Dienst vom französischen Napoleonskult. Und natürlich damit zusammen, dass man als Département des Forêts ein Stück Frankreich an einen Teil von einer französischen Diözese waren. An der Metzer Bischof, ein guter Franzos, treien Staatsdinger, ein Bischof von Napoleons Gnaden, sitzen nach einem Drop als einer Endfahrt. L'acte religieux que vous faites en ce jour est digne d'éternelle mémoire. La religion et la patrie, natürlich die Französisch, y applaudissent. Cette clé de vermeil est le symbole de ses vertus. Et venir la consacrer entre les mains de la protectrice céleste de votre ville, c'est venir renouveler dans son temple profession de la foi de vos pères. C'est assurer à l'univers que la fidélité que vous avez jurée au grand empereur et roi Napoléon, en lui présentant cette même clé, a pour témoin, pour caution et pour protecteur Dieu
et Notre-Dame de Luxembourg. Heureux votre premier pasteur, Thomas mengte sich, de recevoir de vous un si beau témoignage de vos sentiments chrétiens et français. Als symbolträchtig lebende Schlüssel auf dem Tabernakel vom Votivaltor, der Mutter Gottes zu Face, erstellt sich als eng Diözese einen Tieren Schutz. Wie wat feiern ich das 10 und am Kontext von der Entstehung vom Bistum? 2 Gründe, die weisen, wie Bistumskonstellationen auf unseren Marienkult angewirkt haben. Engerseits wird gesot, der Metzer Bischof weiht sein ganz Diözese, also die riesige Metzer Diözese, wovon dem Departement des Forêts bloß ein Teil war, der Mutter Gottes, die Vierdrun für Herzogtum Lützeburg, also das Kind zuständig war. Andererseits geteilt manifest, wie unser Marienkult durch den französischen und nicht den lützeburgischen Patriotismus, weil die Gauwe noch nicht rekuperiert gouf. Das 10 von 1807 als wie Negativfolie von dem, was später hin geschehen wird, mit dem Stohe vom Lützeburger Nationalbewusstsein a Gefühl von 1850 das sich ebenfalls mit dem Kult von der Trächterin amalgamieren wird, wie dann innerhalb von den Grenzen vom heutigen Lützeburg, der politischen und der kirchlichen, und also lützeburgisch ausgerichtet wird sind. Da geht Maria auch beneizt Mam von Lützeburg. Heute sehen wir, wie Diözesanstrukturen mit diesem typischen Marienkult an Interaktion geraten. An engems, dass die nationalpatriotische Dimension von unserer heutigen Marienverehrung, auch unserem Empfangen, logisch als historisch gewusst, aber nicht von sich aus evident. Davon eine weiter Negativfolie als, das finden sie zum Beispiel gut nicht zu Kevelaar, obwohl der Kult ja ein Auflehr von dem Lützeburger ist, wie du hast an einem total anderen Kader gewusst und evoluiert. Zu Lützeburg kommen 2 neue Oktavmomente am 19. Jahrhundert dabei. 1840 apropos Paaren, 1870 Maria als Diözesanpatrinisch. Mit dem Londoner Vertrag vom 19. April 1839 als der heutige Lützeburg geschaffen ging, nachdem die Provinz de Luxembourg nun definitiv bei der Belge geblieben ist. Daraufhin hat der Papst Gregor XVI. Ob holländisch Drängen hin, der de lo halbiert Großherzogtum zum apostolischen Vikariat erhoben und also zu einer eigenständiger Kirche. Es war der 2. Juni 1840. Das Neuerung und gleichzeitig seine Ernennung zum apostolischen Vikar hat den Stadtpastor Jean-Theodor van der Noot, der Pastor von dieser Kirche, dem lützeburgischen Klerus durch ein Hirdeschreiben vom 30. Dezember 1840 mitgedeelt. Daran erhielt hier Consolatrix Afflictorum, ein Umstand, den Haut vergiss as, zu erster Patrinisch von allen Paaren am neuen Jurisdiktionsgebiet. Igitur, pes patrum vestigis inherentes, ipsam quam beatam dicent omnes generationes, omnium parochiarum luxemburgensium patronam primariam declaramus. Und am Osterhirdebrief von 1841 verfügt hier, dass die seit jener Zeit bei uns angeordnete 8-tägige Andacht, die allbekannt und beliebte Mai-Oktave zu Ehren der Mutter Gottes, der Trösterin der Betrübten, und zwar in allen Kirchen unseres Vikariats zu halten ist, von jeher aber besonders in unserer Haupt- und Pfarrkirche bei dem Gnadenbilde mit jedem Jahre feierlich begangen wird. Daraufhin haben sich an unsere Kirchen und Kapellen Statuen von der Trächterin multipliziert. Also sie bleiben bis heute ein typisches Merkmal von Lützeburger Gotteshäuser. Eine Lützeburger Kirche erkennt den Gemengerhand darum, da dann hier eine Trächterin abgestellt ist. So war also Lützeburger Lokalkirche explizit in der marianische Vierzeichen entstanden und so ist es noch weitergegangen. Dr. hat von da an einen gewaltigen Abdrift gekriegt, nur der Dekadenzphase, die mit der französischen oder belgischen Revolution von 1830 angesagt hat. Ehe wir bei den zweiten angekündigten Moment kommen, machen wir einen Halt am Jahr 1866, dem Bicentenaire von der Erwählung von der Stadt Patrinisch.
Da haben die kirchlich an weltlich Autoritäten sich nach well klug ugelucht für einen taktischen Schachzug in Richtung Bistum zu erholen, die sicher nicht ohne Wirkkraft war. Wie der römische Kurienkardinal Reisach den 2. Juli Trächterin Hai an der Kirche am Namen vom Papst Pius IX. Gekrönt hat, krute vom Klerus eng Petition mat op Rom, als eng Hausaufgabe. Et war nicht die erste und nicht die letzte Petition. An der Bittschrift war ein längeren Exposé über die kirchliche Vergangenheit und natürlich Demand für ein Bistum zu schaffen. Desgleichen hat nach Code Simonis, Member vom Festkomitee, als enger offizieller Riet den Kardinallegat chargiert, den Papst zu fragen, für der Lützeburger Kirche eng Normalposition an der Gesamtorganisation von der katholischen Kirche zu gehen, das heißt, das apostolische Vikariat zur Diözese zu erheben. Der Kardinal hat versprochen, dass Ulais mündlich und schriftlich führen zu gehen, und versichert, der Papst gibt sowieso dieselbe Wunsch hegen, und er gibt wohl an absehbarer Zeit an Erfüllung gehen. All das gouf noch am Wort publiziert. Der Kardinal Reisach war umso mehr der richtige Ansprechpartner, als hier Member von der Missionskongregation Propaganda Fide zu Rom war. Und die war zuständig für Lützeburger Angelegenheiten. Dazu Herr no mehr. Es kann dafür nicht ernst sein, dass bei der Gründung vom Bistum 1870 weiter marianisch Moment dabei kommt. Ehren Ende Juli nach der Konzilsaufstimmung über die päpstliche Unfehlbarkeit am Vatikan von Rom heim auf Lützeburg kommt, hat Monseigneur Adames als frisch gebackenen Lützeburger Bischof den Marienwallfahrtsort Loreto an Italien besicht und schreibt: An dieser Stelle habe ich das mir anvertraute neue Bistum, meine Priester und Gläubigen, mich und mein Vaterland, der Trösterin der Betrübten, der heiligen Familie, ganz besonders empfohlen und neuerdings unter ihren mütterlichen Schutz gestellt. Aus seinem ersten Hirdebrief als Bischof von Lützeburg schreibt der Monseigneur Adames den 6. August 1870, wie Luxemburg nun seinen eigenen Platz und Namen in der Kirche hat, wie die Reihenfolge seiner Bischöfe sich durch die künftigen Zeiten fortziehen wird, so hat es auch seine eigenen Beschützer unter den Engeln des Himmels und seine Fürbitter unter den Heiligen Gottes. Unsere erhabene Stadt- und Landespatronin, die seligste Jungfrau und Gottesmutter Maria, ist nun auch unsere Diözesanpatronin. Ihre Kirche in der Stadt ist nun unsere Kathedralkirche geworden. Maria als Diözesanpatronisch ungewinnt für Eis. Das war aber letztlich keine neue oder formelle Erwählung, die der Bischof dafür geholt hat. Er hat aber genau gesehen, dass Lo an der neuen Lokalkirche Maria ein groß, aber bedeutende Rolle zu spielen hat. Und zwar für den Zusammenhalt von der Struktur, nicht nur dem Land. Und damit luche richtig. Das tut sich auch noch bis heute bewährt, auch weil alle Lützeburger Bischof zusammen mit Kleruser Kirche Volk apropos Marienkult und demselben Strang gezogen hat. Die Oktave gouf auch zu einer diözesaner Ugelegenheit, als es haut mehr wie je. Dieselbe Linie kann ich weiter verfolgen, just das zwei Kurzhinweise, auch der Wählung oder der Hirwung zur Erzdiözese den 23. April 1988, als am Kader von der Oktave mitgedeelt und gefeiert ging, 1. Oktavsonntag. Und noch die neue Andelung 2017 als rechtskräftig ging vom 1. Oktavsonntag an. Fazit. Die Oktave hat die Diözese präpariert. Ein wichtig strukturelle Momente von der Lützeburger Kirche wurden am Kader von unserem Marienkult lanciert. Das ist umso mehr sinnvoll, als zwischen Maria und der Kirche laut katholischer Theologie eine eigenartige Osmose an Interaktion besteht, wofür ihn zu Lützeburg immer ein Wegrecht gespürt hat. Ein Grund mehr, für was der votive Altar an der Kathedrale am Jubiläumsjahr vom Bistum auch nur der Oktave abgestaltet blieben ist, bis lo. Kein Wunder dafür auch, dass die meisten von unseren Bischöfen das marianisch
programmatisch a leitmotivartig an ihre Pontifikat opgeholt hun, die eng mehr explizit wie die nach. Vom apostolische Vikar Laurent segem Leitspruch Iter para tutum aus dem Hymnus Ave Maria Stella an dem Meerstern als Mariesymbol aus engem Wopen ugefangen, iwwer de Bischof Adames mat segem Succurre Miseris an der Konsolatrix plus engem Ster am Wopen, bei de Koppes, den noch de Mariesteer am Wope gefouert huet, de Nommech, den explizit Tuus sum ego es sin dein, as sei Wope schreift, an dort Konsolatrix iwwer der aller Glassis Kapell ophelt, bësse wie den Papst Jean Paul II. Sei marianischen Totus Tuus, bis hin zum Philipp, den de Mariesymbol MA dran integriert, grad wie der Bischof Lommel. De Mariesteer können doch nies 4 bei de Bischofen hängen, Frank an Wagenach. An de Monseigneur Lommel sei Leitspruch Nos autem populus tuus, wat hier no so wunderbar am Sinn vu der Konzilstheologie vum Volk Gottes konnt ausgelöscht gin, war ursprünglich marianisch gedurcht. Mir Maria sind dein Volk. Dat war den zweiten Deel vun der Konferenz, ma hieren lo als Interlude musikal Variationen iwwer wie unsere Väter flehten vom Organist Laurent Felten an Steck selber als vom Dom Paul Benoit, op der klassischer Ursel wie soten Herr Laurent Felten.
Wir kommen bei den dritten Deel überschrieben Lützeburg Missionsgebiet Fragezeichen. Herr Kardinal, dir kommt aus der Mission, versteht dich als Missionär. Greift dummer de Fudem op, den Lützeburger Kirch an den letzten 220 Jahren konstant beschäftigt wird. Mission ad extra an ad intra. Für die Mission ad extra no bausen hin. Ein Aktualitätsbezug dazu wir die Weltmission Sonntag, die wir diesen Weekend feiern. Am 19. Jahrhundert sind ganz allgemein und weltweit katholische Missionen mächtig erschwungen geraten. Ausgangspunkt war dem Chateaubriand sein Buch Génie du Christianisme, in dem viele Katholiken Feier gefangen hatten. An der Courant von der Romantik, den die Europäer sowohl zum weltweiten Kolonialismus wie zu weltweiter Mission beflügelt wird. Der Kardinalpräfekt von der römischen Missionskongregation Propaganda Fide, Mauro Capellari, gouf Popst, an den der Gregor XVI. Wäre doch die Lützeburg 1840 als apostolisches Vikariat zur eigenständiger Lokalkirche erhoben hat. Lützeburg hat mit dem Abschwung von den Missionen mit vibriert, und das bis an die zweite Hälfte vom 20. Jahrhundert. Wichtig Posten an der Weltmission gowen von Lützeburger angeholt. Hier just ein paar Beispiele. Der Michael Wagner von Niederdonven war no 1800 apostolische Präfekt op der Martinique. Der Charles Kauder von Ettelbreck hat für Mi'kmaq-Indianer an Neufundland ein Katechismus an ein Gebetbuch an ihrer Spruchentwurf, wofür ein Alphabet davon tut. Der Jean-Pierre Didier, Redemptorist von Dippich, geht Visitator von seinem Orden an Argentinien. Plant do eine katholische Bauernsiedlung für Lützeburger Auswanderer. Der Jacques Schwebach von Platen geht Bischof von La Crosse am amerikanischen Wisconsin am Middle West. Der Marist Jacques Mangers von Stolzeburg, erster Bischof von Oslo. Der Jean-Pierre Leonard von Dideling, Erzbischof an Indien. Den Herz-Jesu-Pater Nicolas Kinch von der Jölsicht, Bischof am Kongo, an Sufirun. Lützeburger Priester an Ordensleit begleiten Auswanderer aus unserem Land an Nord- und Südamerika. Nur im Ersten Weltkrieg waren 315 einheimische Priester von 750, sprich 40% am Ausland tätig. 315 Stück. Davon 67 an den USA und 153 an den Missionsländern. Lützeburger Elisabetherinnen finden am 20. Jahrhundert am Kongo und an anderen afrikanischen Ländern. Als Franziskanerinnen zu Bergen an Norwegen und nach China. Nach heute sie am Mutterhaus ein chinesisches Museum, den durchaus guckenswert ist. Als Herz-Jesu-Priester am Kongo und am Chile. Als Zita-Schwestern gründen Mitte des Jahrhunderts am Malawi und als Schwester von der Doktrin Chrétienne an der Algerie, an Korea, wo sie viele Berufungen aufrufen, an weiteren afrikanischen Ländern. Viele Lützeburger Jesuiten beginnen in 4 und 1900 am indischen Bengalen, am Kongo, zu Shanghai, an den USA und an Japan. Letzten war Jean-Claude Tollerich als jetzigen Erzbischof. Auch die Werke von der Laie soll nicht vergessen sein. Den Toni Maljet und den Marcel Scheidweiler aus der katholischen Aktion mit ihrem Wirken an der Haute Volta an den 50er Jahren. An nun der Schalthirwele vom Missionsgeschehen hat nicht zuletzt 1977 bis 1991 zu Rom als früheren Erzbischof Monseigneur Ferner Frank mitgewirkt als Generalsekretär von gleich 2 päpstlichen Missionswirker, dem von der Glaubensverbreitung an dem vom Apostel Petrus wirkt für Priester und Ordensleit. Aus dem Gebirgsverein für das Zurückkommen von den skandinavischen Völkern zum katholischen Glauben an der Abtei Kliev gouf nom Konzil d'Œuvre Skandinav für Gebet an Unterstützung von den skandinavischen Bistümern. Auch als Bevölkerung hat missionarischen Abbruch teilgeholt. Das hat sich ausgedrückt an einer enormer Spendebereitschaft, auf vielen Missionsberufungen,
Missionsausstellungen, Basaren, Konferenzen von Missionaren, Missionsbildercher mat Hedekënnercher Drpp fir d'Kanner, Missionssondicher, Fotoen a Berichter, Zeitschriften wie Kontinente an Heimat und Mission, an Propagandafilmer. Missionsvereiner wie den Bonifatiusverein oder den Franziskus Xaveriusverein hu floriert. Am Mariendal goufet eng Missionsschoul vun de Weisse Pateren. Studenten, de Klerus, de Seminär, katholisch Frauen, all hu sie Missionsorganisationen gegrünnt, an so de Missionsgedanken an Elan wäkrig gehalen. 15% vun der Bevölkerung waren an Missionsvereine angeschrieben. Die Spenden waren méi heich wie am Ausland. 1950 war Lützeburg am Verhältnis das 6. größte Spenderland für die Missionen. Am selbigen Jahr waren die 200 Lützeburger missionarisch tätig, von Norwegen bis an den Kongo, von China an Ozeanien bis an Alaska. Ein Vitalitätszeichen von unserer Kirche. Mir no de 50er Jahren sind sowohl Missionsberufer wie die Interesse von den Katholiken und der Weltmission zurückgegangen, so wie auch sonst an Europa. Die große Zeit von der Mission war vorüber. Im Jahr 2000 hält die Diözesanversammlung Kirche 2005 fest, es fällt auf, dass bei vielen, auch praktizierenden Christen, die Sorge um missionarische Berufe kaum vorhanden ist. Und sie rekommandiert, ein Echo findet das haut mit der Reise von unserem Erzbischof mit Jonken an Thailand oder Kambodscha, sie rekommandiert Initiativen, die jungen Menschen in Kontakt mit Menschen von anderen Kontinenten bringen, ihnen die weltkirchliche Dimension erschließen und so missionarische Berufe sollen fördern. Resümieren wir, apropos Mission ad extra, ein grandios, ruhmreich Vergangenheit, me tempi passati. Lot Mission ad intra no bannen hin. Du hast für allem von einem Strukturelement zu schwätzen. Als apostolisch Vikariat war als Kirche 1840 institutionell am Unterschied zur Zugehörigkeit zu regulären Bistümer für Drun, lo zurückgestuft ob ein Missionsgebiet. Viele Etappe von einer regulären Diözese. Anders es blieben, obwohl Lützeburg sich durch no zu engem von den katholischsten Ländern von der Welt entwickelt wird, von Überzeugung und Praxis bei der Bevölkerung, wie auch von den Strukturen hier gesehen. Und noch Diözese Lützeburg als 1870 als Missionsbistum gegründet ging und es blieben der römische Missionszentral Propaganda Fide innerstalt bis zur Kurierreform von Pius X. am Jahr 1908. Wann am 19. Jahrhundert Lützeburg aus vatikanischer Sicht als Missionsland bezeichnet gouf, desgleichen als geistlich als Missionaren, dann hat das etwas Befremdliches aus sich. Geben sie heute so genannt gehen, wie das ein Titre de Gloire. Demals gouf das von Lützeburger Seite die Katholiken, dem Klerus, der Regierung, an der Geschichtsschreibung als eng Kränkung, als Erniedrigung, an Entmündigung hingeholt, als eng Anomalie. Es erklärt sich aber durch die Beziehung zu Holland, konkret die dynastische Personalunion. Den holländischen König war ja Grand Duc von Lützeburg. Das kalvinistische Holland, aus römischem Blickwinkel Missionsland, die sogenannte holländische Mission, war der 1622 gegründete Missionskongregation die Propaganda Fide innerstalt. Wie 1853 die holländischen Bistümer neu gegründet wurden, sind noch sie Missionsbistümer blieben bis 1908, so wie Lützeburg. Am Juli 1848 hat die Regierung an einem Memorandum geschrieben: Tout le monde est d'accord que l'état des choses actuelles ne peut pas continuer à subsister. Le clergé et les fidèles ne sont point satisfaits de ce qu'un pays éminemment catholique soit traité comme tombé en mission. L'administration du pays est pleinement d'accord avec le clergé pour reconnaître qu'il doit être apporté un remède à cet état de choses anormal. Just nur der Erhebung zur Diözese schreibt der Lützeburger Seminarist am Germanicum zu Rom, Jean-Baptiste Fallis,
an einem Brief und Sonntagsblättchen, tut wohl nicht ganz gestimmt. Wir sind nämlich jetzt aus dem Missionszustande gleichsam aus der Minderjährigkeit herausgetreten und stehen nun da als ausgemachte Katholiken. Streben wir nun dahin, vollkommene Katholiken zu sein, dann zeigen wir uns unserer Erhebung würdig. Sogar der Staatsminister Eichenhut nach 1870 an einem Moment, wo die Regierung das Bistum noch nicht unerkannt hat, an den zu Schwierigkeiten Kommas festgehalten. Il n'y a pas de motif pour désirer que l'état de mission continue dans notre pays et que l'administration ecclésiastique du culte catholique ne soit pas réglée. Mir hat dem Missionsparadigma wirklich Nodeler für uns, aufgesehen von der Prestige froh. Nicht eigentlich, weil Lützeburg war eine eigenständige Partikularkirche mit einem Chef unterstützt, auch von den direkten Propst in der Stunde. Das Konstellation hat sogar den Vorteil, dass als Lokalkirche via Propaganda Fide an hier remarkabel Präfekten wie Sekretären mit den Missionskirchen vernetzt war. Und die waren an Aufbaubegraf. Da hat katholisch Leben nicht mehr so pulsiert. Auch als für die zwei ersten Lützeburger Bischöfe Adames und Koppes der Nennung durch Propaganda Fide geschieht und nicht durch die ordinär vatikanischen Dikasteren, weil wir ja bis 1908 als Missionsterritoire rangiert haben. Mehr war der Bischof Adames, den 1870 darauf gehalten hat, dass Lützeburg auch als Bistum nach weiterhin inner der Propaganda bleiben und also den Missionsstatut behalten. Wie wat seht ihr nicht? Ich schulen wie dass es dem Heiligen Stuhl weiterhin in der Stalt wird, weder an eine holländisch noch an eine andere Kirchenprovinz angegliedert gehen. Sprich, einem Metropolit am Ausland gibt zugeordnet gehen. Es ging wohl hier die Unabhängigkeit, an Eigenständigkeit von Land und Kirche, vis-à-vis von den Operen, nopisch Länder und nopisch Kirchen. Umso mehr grad an den Jahren durch Annexionstentativen von Preisen, Preußen und Franzosen vorgestellt war. A Rom, von dem direkt aufgehangen wird, war ja sowieso weit weg, die seit den Alpen, eine direkte Dependance für Rom war durch für Männer dramatisch. Lützeburg als Missionsland hat Intra nach immer. Bei der religiösen Erneuerung an dem christlichen Aufbau hat für allem die Redemptoristen-Pateren, unter anderem an der Paterkirche, groß Meriter. Von Mitte des 19. bis Mitte des 20. Jahrhunderts haben sie an alle Gegenden vom Land ein paar hundert Volksmissionen aufgehalten und damit alle Bevölkerungsschichten erreicht und glaubensmäßig geprägt. Hauptinitiator und markante Figur war der Pater Zobel. Unter dem Impuls vom apostolischen Vikar Jean-Théodore Laurent als seinem Nachfolger Nicolas Adames hat sich so weit ausgedehnten, quasi exklusiven Milieu-Katholizismus zu Lützeburg verbreitet. Mir schon Ende des 19. Jahrhunderts fängt los an einstweilen unmerklich eine Entchristlichung von der Lützeburger Gesellschaft an. Auch von christlichen Strukturen die massiv ausgebaut sind, bis weit ins 20. Jahrhundert heran. Denken wir an Lützeburger Wort als eine formidable Expansion. Denken wir an die vielen katholischen Organisationen, die entstanden sind. Volksverein, AV, die Rechtspartei als Vorläufer von der CSV, den LCGB, Caritas und so weiter. Das Christentum selber hat tendenziell immer mehr Dynamisität gemacht. Die Säkularisierung hat sich vom Süden und vom Zentrum aus langscht die Hauptachsen vom Land auch am Osten und am Norden no an no ausgebreitet. Elle a fait tache d'huile, was innerkirchlich einstweilig kaum wohlgeholgen ist. Anno 1900 hat eine Regression von der kirchlichen Praxis angesagt, die nach dem Zweiten Weltkrieg an den 60er Jahren immer mehr flagrant und augenscheinlich ging ist. Den André Heiderscheid aus seiner Lützeburger Religionssoziologie belegt das mit genauen Zahlen und Analysen. Dem entgegenzuwirken war das deklarierte Ziel von der katholischen Aktion, die der Bischof Nommisch 1929 zu Lützeburg angeführt hat. Sie war gegründet für durch Laienapostolat, Gesellschaft und Kirche mitzugestalten, an die spezifischen Milieuen, wo sie präsent war,
erbichter Welt, Agrarbevölkerung, Studenten, Kanner an Sophirun zu christianisieren, respektiv de Glauben Leben zu halten, an noch katholisch Soziallehrer zu implantieren. KA hat eine dezidiert missionarische Ausrichtung, wollte den Laizismus bekämpfen und das Evangelium neu abpflanzen. Der geistliche Michel Kohl formuliert 1948 die Aufgabe mit einem Zitat von Pius XII. Wie kann es gelingen, die dem Reich Gottes entfremdete Welt wieder zu Christus zu führen? Weil die Ausbreitung vom Reich von Christus, besonders durch den Laienapostolat, war das deklariert Ziel von der KA. An der Bischof Philipp hat ihren Abbau als Missionsarbeit bezeichnet. Verbindungsglieder, enorm Memberszahlen, Fändeln, erfahrene Weihen sowie einer grandios Feiern, wo sie an den 50er Jahren zu ihrem Höchstpunkt gefordert. Wie weit sie bei den einzelnen Aktivisten in der Haut gegangen ist, als die Gesellschaft christlich durchdrungen hat, da das schwer zu sagen. Zurückgehen von der religiösen Praxis hat sie jedenfalls nicht abgehalten. Von den 60er Jahren an sind die meisten Vereinigungen stark zurückgegangen oder haben nach Schust und Pabaya bestehen. 1947, just nach dem Krieg, hat der Präses Mill eine Stellungnahme an der Beilage zum kirchlichen Anzeiger publiziert mit dem Titel Le Luxembourg, Pays de Mission? Sie war entstanden am Dunstkreis vom Buch aus den 40er Jahren France, Pays de Mission? Das stellt fest, dass die grosse Masse von der Erbisbevölkerung an der Stadt, speziell zu Paris, heidnisch, das heißt religionslos gewesen, sodass neu missioniert gemisst. Der Präses Mill fragt dafür, ist Luxemburg Missionsland geworden, wie die Bannmeile von Paris? Nein. Aber ist unser Land, sind unsere Pfarreien in ihrer ganzen Ausdehnung, in allen Gliedern noch christlich? Auch nein. Nehmen wir die größeren Pfarreien, Städte und Industrieortschaften. Ein erklecklicher Prozentsatz besucht nicht die Sonntagsmesse, hält keine Ostern. Besteht dann so viel Heidentum in der Pfarrei? Noch nicht, weil dieser Masse noch eine Achtung des Christentums geblieben ist, weil sie aus Gewohnheit ein Minimum von äußerer Praxis in Taufe, Erstkommunion, Heirat, Begräbnis festhält. Wie lange noch? In der nächsten oder zweitnächsten Generation wird auch das verschwinden und allmählich entsteht ein Heidentum, das schwerer zu bekehren ist als Fetischismus. Wie recht sollte es prophetisch stimmen hun? An der Mill urgiert an den Paaren ein groß Missionsarbeit zu leisten, durch Klerus aglewig, obwohl er skeptisch bleibt. Die ganze Pfarrei, das heißt alle praktizierenden Katholiken, müssten Apostel sein. Sind sie dazu imstande, unsere heutigen Katholiken? Nein. Um ein Apostolat auszuüben, müssen unsere Pfarreien wieder Gemeinschaften werden. Sind die es denn nicht? Sie sind die Summe von mehr oder weniger ernstzunehmenden Einzelchristen. Lange schon haben sie aufgehört, religiöse Gemeinschaften zu sein, die wie die ersten Christen ein Herz und eine Seele wären. Sie nom Krieg, das an die Initiativen ergriffen gehen, die Volksmissionen sie weitergegangen, Missionsarbeit als Zweig von der allgemeiner Präseelsorge thematisiert gehen. Es war ein handiert für die Arbeiter, die der Kirche verloren gegangen waren, zu erobern. Mit Zurückgehen vom Christentum an der Gesellschaft, die sich mehr und mehr säkularisiert und pluralisiert hat, war nicht mehr abzuhalten. 1971 kam an der Anzeigerbeilust ein Rückblick auf die ersten 100 Jahre vom Bistum heraus. 100 Jahre Diözese Luxemburg, Lehren aus seiner 100-jährigen Kirchenerfahrung. Da wird die missionarische Suche als das wichtigste Ulais genannt. Die Luxemburger Kirche der letzten 100 Jahre war mehrmals von einem inneren missionarischen Elan erfasst. An Dach wird festgestellt, am Übergang zur neuen Zeit befinden wir uns bei der Jahrhundertfeier in einer relativen Ratlosigkeit. Und das mit Blick auf das, was früher gegangen ist, an lo eben nicht mehr geht. Und es wird urgiert Verinnerlichung an Christozentrismus, schließlich
dann muss unsere Seelsorge mehr und mehr missionarisch werden. Das Ganze gipfelt am Schlussappell, und die bleibt mehr wie je aktuell, auch 50 Jahre durch. Der Blick auf die 100 Jahre der Diözese sollte uns zur Frage bewegen, wie missionarisch wir sind. Das entscheidende Moment der Sendung der Kirche ist die Evangelisierung. Wir müssen unbedingt die missionarische Funktion der Kirche betonen. Die ganze Kirche muss missionarisch sein, sonst ist sie ihrer Sendung untreu. Gouf es missionarisch Verpflichtung von der Lützeburger Kirche abgegriffen, wie das? Gouf sie genug echt geholt oder wäre es einfach nur ein Kampf gegen die Wandmühle vom Säkularismus? Die feiert Diözesansynod hue de fundamentalen Text herausbricht über Glaubensverkündigung heute, obwohl von Mission do ausdrücklich nicht sonderlich viel Riets geht. Unter dem Pontifikat von Jean-Paul II. Gouf auch an eiser Erzdiözese, wie überall an der Kirche, neue Evangelisierung thematisiert. Nicht zuletzt bei den Willibord-Jubiläen von 1989, 90 und 2008. Auch hatte man 1994, 1995 ein diözesane Recyclage für geistliche Laien mit dem Titel «Neu evangelisieren, mit dem alle glauben». Die Diözesanversammlung Kirche 2005 bringt Mission Pastoral zusammen und hält fest, Seelsorge als Begegnung ist Funktion einer missionarischen Kirche, da sie die Menschen letztlich zu Gott führen will. Somit stellt sich die Frage nach neuen Wegen der Begegnung, um uns von der Komm-her-Kirche zu der Geh-hin-Kirche weiterzuentwickeln. An der Glaube weitergehen wird bezeichnet als Recht, a Pflicht von allen Gläubigen, weil ganz Kirche muss missionarisch sein und Verkündigung als Grundpflicht vom ganzen Gottesvolk. Von seinem Amtsuntritt an hat den Erzbischof Hollerich sich das Dimension programmatisch zu eigen gemacht mit der Devise Annunziate, nämlich Verkündigung vom Evangelium an einer säkularer und christlicher Gesellschaft. Die rezente Nennung von einer Délégué Episcopal à l'Evangelisation schreibt sich an dieselbe Dynamik an. Im Nachhinein wunderte den nicht, dass seine Nennung zum Kardinal durch den Papst Franziskus, den dieselbe Sensibilität tut, an einem missionarischen Kontext geschieht ist, so wie die ganze Konsistorium 2019. Der Papst selber hat es beim Angelus den 1. September 2019 gesagt. Ihre Herkunft bringt die missionarische Sendung der Kirche zum Ausdruck, die fortwährt, die barmherzige Liebe Gottes allen Menschen auf Erden zu verkünden. Die missionarische Dimension, ad extra wie ad intra, weil beide mit denen zusammen ist, so sind ich überzeugt, der größte Defi für als Lützeburger Kirche haut am Morgen. Davon hängt hier Zukunft auf. Ich komme zum Aufschluss. Eine facettenreich, komplizierte Entstehungsgeschichte, einen stark marianischen Touch und die konstante Missionspräokkupation, das sind 3 Rotfäden, die da typisch von unserer Diözese unter anderem ausgemacht haben. Bei ihrer Gründung am Duno. Die gesieht, wir sind also etwas Extraes. Der Bischof Adames hat es erkannt. Eine besondere Herde auf der großen Weide des guten Hirten. Am lauschteren Lob vom Laurent Felten op der Urgel, am ein ganz große Merci und hier de Largo aus der Symphonie du Nouveau Monde vom Dvorak, ausschließend gibt an als Herr Kardinal Schlusswort und Eis richten.
Mes Seigneur, liebe Schwestern, liebe Brüder, ich mengen, ich kann an ihrem Namen alle gute schwätzen, für dem Konferenzier von Autonoven mal ein ganz, ganz große Merci zu sagen. Hier hört es angefordert an die Geschichte von unserer lokalen Kirche, von Kontexten im Rasswet, an denen sich das ganz aufspielt, und dann ein Fülle von Details, von Geschichten herangewirft, die das ganz lieblich gemäht haben. Aber wo wir dann noch spüren können, dass wir alle Guten ein Teil von der Geschichte sind, dass wir am Fond geholt diejenigen sind, die Geschichte müssen weiterschreiben. Ich schreibe mich natürlich über die 3 Punkte schon noch viel dabei gelehrt. Und gerade zum Schluss der ganze missionarischen Aspekt möchte auch dir zur Zukunft ab. Weil die Beschreibung an der Geschichte an Präsenz, an Eiserzeit mündet. Aber wie können wir dann Missionare gehen? Müssen wir für die katholische Aktion, wie es geheischt wird, mit vielen Fändeln, große Aktivitäten machen? Sogar wenn wir es wählten, gibt man dann nicht mehr fertig bringen. Aber es geht darum, dass Schiedverräte von uns sich sozusagen einmal dem Evangelium an der barmherzigen Leben vom Herrgott aussetzt. Dass wir an unserer eigenen persönlichen Geschichte Spuren vom Herrgott, die Leitung vom Heiligen Geist erkennen. Und wenn der Herrgott etwas für einen Mensch gibt, jeder von uns hat ganz viel von ihm gekriegt, dann ist das nie just für uns selber. Dann ist das immer auch für die Kirche als eine Gemeinschaft am Dienst von der Welt. Eine missionarische Kirche also, da das haut nicht ein Kardinal, der mit Weihbischof, ein Generalvikar, ein Reißbrett hält, an ein Programm dahinter schreibt. Mehr eine missionarische Kirche, das sind wir alle gut, weil wir am Alltag probieren, so gut wie es geht, das Evangelium zu leben. Und da meine ich, dass der Heilige Geist so stark, dass ein Eis mit dieser Geschichte, mit den vielen krummen Wehen, die an dieser Geschichte sind, dass ein Eis kann sozusagen eine Ausstrahlung geben. Missionieren als kein Proselytismus, sagt der Propst ganz oft. Aber dass eine Kirche, die gewiss ist, dass ein auferstandener Christus an der Mitte ist. Dass sie lebt. Dass sein Geist als alle Gur, alle Frauen und Männer, die die Kirche konstituieren, beseelt und verunreift. Aber wenn wir danach Bescheidenheit von Maria kriegen, also patronisch, dass wir in den kleinen Sachen, also sogar in unseren Eschecken, können entdecken, dass Gott Wirken ist und dass hier Großes wirkt, dann hast wir keine Angst für unsere Zukunft. Ich meine,
Wie hun die verschiedene Bischöfe sich die Kirche vorgestellt? Hatte Monsignor Adames eine Idee für die Kirche 150 Jahre danach wie? Wahrscheinlich nicht. Wenn ich so müsste, wie die Kirche 150 Jahre ausgeseit, gebe ich auch wahrscheinlich 40 daneben leihen. Aber wir haben Gewissheit, dass die Richterin am Lied als patronisch für Staat und Land, dass das ein Anker ist von der Hoffnung. Und wenn wir sozusagen, wie wir am Rosenkranz beten, Glaube vermehren, vertiefen, die Hoffnung mich stark machen. Aber wenn das sich auch noch aus erlebt weist, man lebt für dich, wie man mit dem anderen nicht gehen, ne? Dann aber auch die lebt, die sich zu einer sozialer, weltweiter Verantwortung weiterentwickelt, wie der Papst an Fratelli Tutti geschrieben hat, dann sind wir am richtigen Weg. Also ich freue mich auf die Konferenz am Haus von Bischof Adames. Aber wenn irgendein das Buch noch nicht gekauft hat, was ich kaum unholen, ne? Aber wenn ein da wäre, da bin ich sicher, dass es laut Gelegenheit ist, wir das sehr nachzuholen, nach diesem Abend. Weil, wenn wir als Geschichte kennen, da verstehen wir als Gegenwart. Und wenn wir als Gegenwart unholen und verstehen, da können wir auch zusammen an die Zukunft gehen. Und das geht nicht ohne euch. Und ich alle Guten dürfen hier ein ganz großes Merci.